Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers. Der heilige Stein des Feuers? Auch als Goronenopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie die Donnerblume mit A heben. Das ist immer so blöd, wenn sie über die Tasten redet. Im Game. Yay! Okay, und die muss ich nicht auswählen, die habe ich jetzt automatisch schon dran. Sehen Sie sogar, schau. Da auf der linken Seite. Ah ja, der Link ist übrigens Linkshänder. Just saying. Ich glaube bei den Dings, bei den Schleudern sehen wir es. Ah nein, da ist jetzt rechts. Ah ja, mal. Das mal. Wie tue ich mit den Steinschleudern? Warte mal. Ich meinte, es wird, wenn es Schwert zieht. Ja mal, Schwerthand ist linke Hand, genau. Das soll im Kopf gehen. Genau. Also, das heisst, ich kann jetzt die Donnerblumen pflücken. Die an der Wand zwar nicht, aber egal. Muss ich ja nicht unbedingt. Für die brauche ich einfach Fackeln. Gut. Hallo. Das Lustige ist, wenn man die Corona vorbeikommt, immer wenn man ihnen zu nahe kommt, dann können sie sich einfach bewegen. Also ja, wenn wir das aus ihrem Schlaf raus und hocken dann wieder ab, ist eigentlich mega fies so. Aber was soll's. So, und jetzt aber zum Beispiel kann man die pflücken und ich glaube ich habe 8 Sekunden. 3, 4, 5, 6, so, jetzt fällt es schon schnell an. Ui. Ich hatte eigentlich vor, den Typ da zu finden. Nur nicht zu finden. Und das ist eigentlich länger. Komm. Ha! First try. Bigoron, oder einmal der kleine Bigoron. Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön in Fahrt. Auf diese Häuser kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt weiterrollen. Rock'n'Roll. Nein, mache ich nicht. Weil ich glaube mir ist, dass es mir etwas gibt, wenn ich will. Ui, das war zu schnell gewesen. Mist. Sorry, für lauter Schnorren nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht nur, das sollte gut passen, wenn ich jetzt renne. Lauf, Link, lauf! Jetzt fast schon gleich blinken, es ist zu früh gewesen. Nicht geschafft. Zu früh, wieder zu früh. Nein! Oh Mann! Oh. Ja, das ist kein Schmal. Ich will noch etwas schaffen, wenn ich voll auf ihn zusage. Los. Und von der linken, nein, ich schaff's nicht. Also das geht nicht. Nein, die habe ich nicht will. Steck sie weg, los! Steck ihm weg! Oh, und blinkt. Hopp! Bumm! Schauen, wenn ihr genau das gleiche seid, dann gibt's nicht mehr. Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Ich war gar nicht schön. Okay, gut. Also, dann. Ich habe gemeint, da passiert etwas. Jetzt lassen wir ihn schnell vorbeirollen. Gut.
Aber dass es stressabbauend ist, das kann man noch vorstellen. Ich weiß gar nicht, was da innen ist. Ah, da braucht es noch mal ein. Ups. Ne, dann halt. Ich glaube, wenn man richtig ist. Ah ja, genau. Jetzt nochmal einen und ich glaube dann nochmal einen. Ja, richtig. Ups. Das war falsch, aber es hat mir nicht mal Schaden gemacht. Gut, gut. Hey! I know. Also nein, ich weiß nicht, was du willst sagen, aber ich schaue gerade. Listen! Nimm eine Nonnenblume, um in der Dangos Höhle zu gelangen. Ja, ja. I know, I know. Ah, da ist er doch. Hallo. Ich arbeite gerade an etwas sehr, sehr Interessantem. Doch ich denke, es wird noch eine Weile dauern. Ich schätze, in 5 oder 6 Jahren dürfte es fertig sein. Ja, das wird lustig. I know what it's gonna be. So, jetzt habe ich ein bisschen Meister da hinten gemacht, was ich mache. Das ist dazwischen gegangen. Ich kann noch schnell mit Monsieur in der Mitte reden. Wie, warte, das bringt eigentlich noch gar nichts, weil ich habe noch gar keine Bombe. Muss man Herz holen. Wenn es dann hat. Ja genau, da durch die Sonnenblumen, die ich nur nicht so einfach überkomme, beziehungsweise, warte mal. Ich komme jetzt eigentlich auch. Hey. Nein, ich kann dich nicht hauen, sorry. Hey! Ein kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, um diesen Ort aufzusuchen. Ich hatte also recht. Du bist hier, um den roten Stein zu fressen. Nun, da kommst du zu spät. Es fort. Was? Das ist gar nicht der Grund, der dich hierher führte. Du suchst einen heiligen Stein? Damit musst du den leckeren roten Stein meinen, der vor kurzem noch hier lag. Ich war so hungrig, dass ich dachte, es wäre in Ordnung, nur ein kleines Stückchen davon zu essen. Als ich kam, war er fort. Vielleicht hat ihn Darunia weggenommen. Sagte, es gefällt ihm nicht, dass alle immer so gierig schauen, wenn sie den roten Stein betrachten. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf dem Boden der Königsfamilie warten. Ja, das hätte ich wahrscheinlich am Anfang können. Nein, nein. Ich will lesen, genau. Ja. Das ist wirklich dort, wo eigentlich der Stein dann ankommt. Oder war zumindest. Nein. Ja, wir müssen schnell schauen, was dort oben ist. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ah ja, übrigens, also die Koronen sind buchstäblich eigentlich Steinfresser, also die essen tatsächlich Stein. Oder auch gewisse Steine. Und so Smaragd und Rubin und alle Edelsteine offenbar müssen sehr schmackhaft sein. Und so ein Relikt wie der Feuerstein oder der Feuerrubin, ich weiß nicht mehr, was er genau heisst, natürlich umso mehr. Ich weiß nicht mehr, ich glaube irgendjemand sagt das mal, oder? Weißt du, es gibt eben im Höhleneingang, der sagt, dass eben die schmackhaften Steine von der Tongo-Höhle nicht mehr zugänglich sind, genau. So, ja, es ist recht weird mit der Kamera, also ich muss recht umständlich die Kamera umstellen. Damit ich nicht runterfliege und so, aber ich kann nicht anders. Ah ja, genau, da irgendwo zuhinterst hat es eine Kiste. Aber die komme ich nur mit der Bombe nicht über, da brauche ich den Steinhammer, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Steinhammer ist nachher so, ja, so das Endgame-Tool. Nicht Endgame, aber es ist später Verlauf vom Spiel, wenn man das dann überkommt. So. Also, let's go. Der Dongos. Der Dongo. Der Dongos ankragen. Der Dongo. Ich will einen Song daraus machen. Aber ich bin nicht der Scatman oder so. Aber es wäre eigentlich noch richtig gut, der Scatman-Song. Für lauter Lispeln und Versprechen und so. Okay, let's go. Wo ist die Donnenblume? Da vorne. Jetzt, Challenge ist, ich weiß nicht genau. Ja, ich sehe natürlich nicht runter. Also vorsichtig mal an den Rand laufen, nicht runtergehen. So, wo ist die? Da unten. Das heisst, wenn ich jetzt da... Ja, ich kann sie einfach runterschmeißen, mehr oder weniger. Hier rum. Wieder rum. Übrigens, Schilder kann man kaputt machen. Ich weiß nicht mehr. Und irgendwie kann man sie, glaube ich, wieder zusammenfügen. Warte mal. Ich das richtig im Kopf habe. Und das war ein anderes Lied gewesen. Nein, tatsächlich, zählt das Wiegenlied und dann wird die Schilder wieder ganz genau. Oh, nein, das war falsch gewesen. Ja, ja, I know. Aber ich sehe ja sogar, wenn ich muss anrühren. Das ist ja easy. Hey, ich habe das mega lang gebraucht, bis ich das geschafft habe. Also easy, ich muss den gleich mal treffen. Oh, nice. Hat geklappt. Okay, let's go down. Die Öffnungen hier auf der Seite, die könnte ich ja schon aufmachen. Das würde wahrscheinlich ganz so knapp langen mit Tonnenblumen. Aber ich kann also sein, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das eben grosse Rubine drin, die ich mit meiner kleinen Geldbörse von maximal 99 Rubinen eben noch gar nicht aufpicken kann. Also aufpicken kann ich schon, aber ja, das wäre für nichts. Das ist ein bisschen schade. Da muss ich dann eh langsam schauen, dass ich mal die grosse Geldbörse finde. Yay! Let's go! Das Herzteil übrigens auf dem Dach, aber das kann ich dort mit der Öffnung, also mit dem Quadrat am Anfang, das vom Boden ist, wo man etwas reinpflanzen kann, kann man es aufmachen. Kann man das Ding pflanzen, so eine Bohne, Zauberbohne pflanzen und dann das Herzteil holen. Okay, da Dongos Höhle. Let's see. Wo fangen wir schon wieder an? Ja, ich würde mal sagen, alle Dinge kaputt machen. Listen! Sieht aus, als wären hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, genau, da unten, die sind nicht so angenehm. Also man kann wenigstens nicht versaufen und gerade instant sterben. Aber gleich unangenehm. Geschafft. So, ich mache jetzt einfach mal nach und nach die Tür auf. Und die Lasertypen da, also die komischen Augenviecher, die Laser schießen. Ich zeige euch schnell, wie die Laser schießen. Die kann man am besten mit einer Wunde umbringen. Wenn ihr mich anschaut. Komm, hopp. Ja, genau. Au. Aber ich sollte sie natürlich immer anrühren, nicht mir vor die Füße stellen, das würde mir helfen. Genau. Und da fliegt das Auge. So, da innen ist... Deckel. Bumm. Ah nein, die muss ich nicht hauen. Ich gebe auf, wie wär's, wenn ich dir ein Dekoschild verkaufen würde? Kostet 50 Rubine. Ist gut zu wissen, weil wenn man nämlich brennt... Ja, scheiß drauf, ich glaube, ich tue das mal.
Wenn man nämlich brennt, dann brennt auch der Dekoschild und das wäre ein bisschen doof. Wenn man den für alles Mögliche kann brauchen also ja, braucht. Das ist wahrscheinlich die Karte. Oder Kompass. Je nachdem, was jetzt zuerst steht. Die Karte. Also, gehen wir mal rüber. Die andere Seite, wo ist das Auge? Ja. Geschafft. Da kann ich aber nicht rauf, keine Möglichkeit. Machen wir mal das auf. Und Typen weg. Aktion. Das Coole ist, dass die Bombe in die Luft geht, sobald sie etwas berührt. Also Gegner berührt. Muss man dann nicht ewig warten, bis sie in die Luft gehen. Gut, machen wir noch den dritten Punkt, das dritte Schloss. Dritte? Vierte. Das vierte Tor weg. Ups. Ah, gelangt, gut. Und gehen wir reinschauen. Because that's how it works. Da ist noch ein Stein. Frühmorgens ist es. Die Steine kann man, mit was ist es schon wieder? Mit einem Liter Zeit, glaube ich, kann man die befragen. Die erzählt einem ja gewisse Sachen. Das sind Mini-Dodongos, nur zum sagen, ich habe sie jetzt nicht angewählt. Also das könnte man auch noch zeigen. Dass wenn ich einen Gegner finde... Oh, wo ist das Navi an? Aha. POI, Point of Interest. Keine Ahnung, was es genau ist. Was ich will sagen, aber zum Beispiel wenn ich so Navi anklicke, dann sagt es mir, gibt es mir Tipps, wenn ich den Gegner kann besiegen kann. Spring dich an, hast du bezwungen, explodiert er. Genau. Nimm das Messer führen. Wer hat das Messer nicht führen? Keine Ahnung. So, gehen wir aus dem Weg, das können wir noch. Ja. Gut. Oh, da ist ein Herzchen. Sehen wir Donnenblumen, oder? Nicht, hä? Gut, und jetzt einer von denen steht, der glaube ich... Nein, der nicht. Etwas dagegen, wenn ich ihn umschiebe. Oh nein. Das ist eigentlich ein Troll, hey. Beim ersten Mal, als du eine Statue findest, denkst du, ja cool, kann man umschieben und auf Dings stellen. Auf einen Schalter stellen. Dann irgendwann später mal plötzlich fängt es sich auf bewegen und was bin ich verklüpft, wo das erste Mal passiert ist. Ja, heftig. Ich soll aber gar nicht erst. Mal fliegen, das ist jetzt schwierig zum Treffen. Gut. Ich glaube, so schnell. Genau, das Ding ist zu. Das ist schon ein Zwischenboss, gar nicht gewusst. Hallo! So, jetzt haben wir mein Schild, der Kampfschild. Der andere ist aber doch noch recht groß. Yep. Also das zwei? Nein. Ah, das ist wegen dem Stereo-Sound, was so recht weird ist. Ich habe immer das Gefühl, es ist noch ein zweiter da, oder vorher habe ich schon... Ah nein, es ist ein zweiter. Okay. Dann will irgendwie... Entweder kommt der Sound aus beiden Kopfhörern, oder nur aus einem. Aber nicht irgendwie
halt eben surround-mässig. Ich würde sagen, immer zuerst einen und dann den anderen. Schön nach der Reihe. So wenn es nicht überhaupt möglich ist. Mach ich nicht. So, einmal. Und der nächste.